aus Nantes und 26 Jahre alt ist. Hier ist er, Louis Barret. Im letzten Jahr fuhr er noch bei Intermarché Vonti. Das ist die Mannschaft von Georg Zimmermann und von Jonas Rutsch und wechselte in diesem Jahr zum Team Wismar, bekam einen langen Vertrag, 3 Jahre, das ist schon gut und zeigt sein Potenzial bis 2028. In diesem Jahr Etappensieger bei der Polen-Rundfahrt. Nochmal große Anerkennung für die Leistung von Paul Magnier. Aber irgendwann ist dann der Akku eines Sprinters leer. Aber was der gezeigt hat, hat mir sehr, sehr imponiert. Morgen haben wir diesen Mann, Etappe live im ZDF, voll auf der Rechnung. Da bin ich mir ziemlich sicher. Lidl Track, ja, viel vorbereitet dieses immer kleiner werdenden Feldes, in dem Georg Zimmermann auch noch mit dabei ist. Das sehen wir. Jetzt setzt Isaac del Toro nach. Aber wir kümmern uns gleich bildlich mehr um diesen Mann, der gleich hier im Bild ist. In dem Solosieg entgegenfahren und auch der Führung im Gesamtklassement. Eine tolle Attacke auf diesem Schlusskurs. Denn die Entscheidung fiel erst nach der ersten Zieldurchfahrt. Ein Solosieg auf einer sehr, sehr herausfordernden, schweren Etappe mit einer schweren Zielankunft, die am Ende zu schwer war für Paul Magnier, aber nicht für ihn, für Louis Barret aus Frankreich, für das niederländische Team Wismar Leasebike. Er gewinnt hier in Hall. Jetzt der Sprint und da geht es auch noch mal um Bonussekunden und die will sich natürlich Isaac del Toro nicht entgehen lassen, wenn er schon das blaue Trikot verlieren wird und das ist jetzt sowieso schon der Fall, aber 2. Platz für ihn. Er bleibt natürlich im Rennen, im Kampf um den Gesamtsieg. Aber der Mann des Tages trägt gelb und wird blau übernehmen. Und er heißt Louis Barret vom Team Wismar Leasebike.